Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Hearthstone auf Pelzig. Nachdem wir vorgestern im Prinzip der Hexenmeister durchgehabt haben, fangen wir jetzt mal mit Uta Lichtbringer an und spielen mal Paladin. Oh je, oh je. Glücklicherweise haben wir hier so vorgefertigt das Paladin-Deck, mit dem wir spielen und agieren können. Weil mir selber jetzt mal Paladin-Deck bastle, ich bin nicht so der Paladin-Fan. Egal ob Hearthstone oder generell Fantasy, Lab, was auch immer. Die meisten Paladine mag ich nicht. Es gibt Ausnahmen. Ein paar Paladine mag ich. Aber es sind nur ein paar Paladine, die ich mag. Gut, die kosten mir mal alle zu viel. Ich muss mich jetzt sowieso wieder reinfuchsen, was es für eine neue Paladin-Karte gibt, um damit nochmal entsprechend reagieren zu können. Kathedralen-Gargoyle, Kampfschrei, hält Spott und Gottesschild, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Und Mechatroniker. Okay, dann kennen wir schon. Erhaltet 3 Rekruten der silbernen Hand auf die Hand. Ja. Versuchsobjekt, Alter. Er verholt mich hier raus. Und das ist eine Priesterkarte auch noch. Lasst alle Zauber, die ihr auf diesen Diener gewirkt habt, auf eure Hand zurückkehren. Das ist aber böse. Wenn ein Diener stirbt, erhält ein zufälliger Befreundeter 3-2. Das kann auch nicht schaden. Aber, ja. Ich glaube, das machen wir sogar. Weil normalerweise ist so, hier, Ihmchen greift mein Bot an und dann stirbt der. Aber dann kommt ja ein neuer dazu, ne? Oder? Oder wird es dann derzeit nicht ausgespielt, wenn ich nur einen auf dem Feld habe? Okay. Okay, Drache habe ich derzeit nicht. Verleiht einen Diener +2/+2. Ruft einen zufälligen Diener herbei, der 2 kostet. Okay. Fröhliches Nobelgartenfest, Champion. Nicht näher nehmen, Kerze. Okay. Das ist das Todesröcheln. 3 Rekruten der Silberhand. Der haben wir noch einen... Trick der Reine. Oh je, oh je. Setzt den Angriff einer feindlichen Diener auf 1. Das ist schon mal gar nicht mehr so schlecht. Mein Geheimnis greift. So, na dann, wenn die alle mal ausgespielt, die Jungs, die nehmen einfach nur hier mein Hand-Ei. Zack. Um die ist es nämlich nicht allzu schade, wenn die erwischt werden. So. Die werden jetzt wahrscheinlich mal Rekruter abklettern, ne? Oh, oh. Gut. Ja, dann hatte ich eigentlich auch vor, auszuspielen. Ich muss jetzt aber auch 2 Spiele gewinnen für die Quest. Das heißt, die längste 2 Episode werde ich wahrscheinlich schon damit verbringen, hier, das irgendwie hinzukriegen. So, zack. In den Kampf. Peng. In der Hoffnung, genau, sie lösen bei dem viel Schade aus, dass ich mal legendäre Diener habe. Ausgezeichnet. Der Grauselhurz. Kampfschrei wiederholt alle anderen Kampfschreie von Karten, die ihr in diesem Spiel ausgespielt habt. Ja gut. Okay. Na dann. Dann machen wir erstmal weg. Damit er nicht hier den Diener nochmal overpowert. Da habe ich nämlich 0 Bock drauf. Okay. Aua. Dann. Was machen wir dann als nächstes Spaßiges? Wir spielen, glaube ich, die 2 aus. So. Oh, schade, jetzt ist das Todesröcheln nicht ausgelöst worden. Naja, egal. Alter, ist das ein Viehmann, der Grauselhurz. Pfui Teufel, Alter. Okay. Schade, der haut's besser drauf. Okay. Okay, das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Damit kann man arbeiten. Mit so vielen Bumbots, würde ich sagen, kann ich arbeiten. Na gut, dann machen wir doch mal Folgendes. Das wird spaßig, aber der überlebt's. Das wird allerdings spaßig, wenn ich den jetzt ausspiele, aber das machen wir nicht. Wir machen Folgendes. Er wird gepowert.
War einmal. Okay. Dann truffende Wetter und schauen wir mal, was die Boomboards hergeben. Hihihihi, der kann kein Heldenangreifer. Das war ein Fehler. Schauen wir mal. Eventuell. Ja. Okay. Erdenmutter ist nah. Oh ja, du ist... Ganz wie geplant. Nee, nicht wirklich. Okay, na dann. In der Hoffnung. Nö, schade. Okay. Irgendwas mussten wir ja machen. Schade, ich denke, das wird bei uns nicht zu gewinnen sein hier. Weil genau das hätte ich auch gemacht. Boah, was das für Geräusche macht. Pfui, Teufel. Ah, mein guter Knauselhurz. Sehr schade. Nein! Ach nö. Okay, ich denke, das können wir jetzt knicken wahrscheinlich, ne? Aber wir haben ja immer noch Ihmchen hier. Der hat doch eine ziemlich fanatische Iri-Stimme, ne? Ist auch kein vernünftiger Paladin mehr. Die ultimative Herausforderung. Ach du liebe Zeit. Robokraftprotz. Nennen wir dennoch als Trumpfkarte zum Schluss. Badim babim. Oh, immer diese legendären Dinger. Was hat der noch? Okay. Den könnte man tatsächlich ausspielen, um ehrlich zu sein. Da kosten die Max nämlich nur noch 1. Zack. Achso, entwendiger. Schade. Ich werde mich nicht zurückhalten. Dann holen wir Dendo noch. Ja. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Wie ist der Flugplan? Interessant, dass der als Mech zählt, obwohl es eigentlich ein Gnom in einer Flugmaschine drin ist. Okay. Vernichtet einen zufälligen feindlichen Diener, das gefällt mir nicht. Oh, oh. Oh. Ala hopp. Oh, da haben wir nochmal so einen E-Trick, der ganz besonders feine. Dann würde ich das sagen, wir lösen doch erstmal das aus. Genau, dann passt es nämlich noch besser. Alter, dieser Sound von dem Typ, der ist total irre. Na gut. So. Irgendwie müssen wir den Jukler kriegen. Und den Kleine hier, den Winzling, den lassen wir erst gar nicht drauf auf den anderen mit Lebensentzug. Badabam, badabi, babu, babu, bu. Ach ja, das ist wieder so Forscherliga-Arena. Hoffen wir doch mal, dass wir irgendwie noch einen Sieg als Paladin hier erringen können, ne? Das wäre wirklich, das Ding würde ich zum Schluss wieder ausspielen, wenn gar nichts mehr geht. Und der hier mal wieder die Kräftespiele lost. Der zählt als Mech, ne? Und der zählt auch als Mech. Mit dem kann er sich magnetisieren. Oh! Autsch! Okay, hat sich wohl ausmagnetisiert. Oh! Nur ein Schluck. Dann gehört ihr mir. Mojo-Meisterin, sie hier. Setzt die Mana-Kristalle von beiden Spielern auf 5. Okay. Zum Glück wurde der Schrei nicht ausgespielt. Okay. Ich habe den Verwüster gekriegt. Zu Beginn eures Zuges ein zufälliger Feind 2 Schaden. Das ist ziemlich cool. Könnte möglicherweise die Mojo-Meisterin treffen. Aua! Tut doch weh! Schade drum. Na gut, wenn das so ist, dann würde ich doch mal sagen. Ich möchte nämlich meinen legendären Diener mit Eifer haben. Zack. Das lief nicht ganz so wie geplant, aber okay. Das war ein Ganz wie Fehler. geplant. Okay, so what? Naja, der kann immer noch was aufstellen hier. Bewahre uns. Pfui Teufel, Tortolla! Ich höre ihre Stimme. Anna! Stachler der Rüpelbande. Pfui Teufel!
Bronzeherold. Erhalte 2 Drachen 4/4 auf die Hand. Das ist gut. Der ist gekauft. Da warte ich, bis hier ein anderer Bot noch dabei ist. Nee, das ist eigentlich Quatsch, hier anzugreifen, weil der hat ja Heilung. Das ist ja eigentlich Käse. Ach Gott. Da haben wir immer hier die Drache mit 4/4. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich bezweifle aber, dass ich hier das Match noch gewinnen kann. Immerhin sind wir erst bei 10 Minuten. So viel sei mir dazu gesagt. Man kann ja immer noch damit rechnen, dass hier zufälligerweise... Oh, leck. Na gut, wisst was. Aber... Bronzedrache, ja, das ist ganz cool, aber wisst was. Gut gespielt. Er darf ein bisschen abgehen. Ich wehr mich nicht mehr. Komm, beende es. Mach's fertig. Oh. Oh. Und... Ach Gott, der will mich gar nicht fertig machen. Okay. Nicht ganz wie geplant. Beim heiligen Licht. So, Prinz Liam, Kampfschrei, verwandelt alle Karten in eurem Deck, die 1 kosten, in legendäre Diener. Ja gut, auch nicht schlecht. Aber haben wir leider nicht parat. Dann holen wir halt die 2 Bronzedrache. Na gut. Komm, beend's. Ich habe mir im Prinzip den Blanko-Scheck erteilt, indem ich seit Todesschwinge auf 24 Angriff gepowert habe. No. Danke. Das ist ein anständiger Gegner. Danke. So. Schattengeist. Verringert die Kasten jeder Karte, die er zieht, um 1. Scorpomatic. Oh. Ja gut, wie gesagt, es war ja der Blanko-Scheck. Auf die Fresse haue und den Todesstoß mit Deathwing erteile, war geplant. So. Ich muss mich aber ein bisschen dummeln. Wir sind schon bei der 13. Episode, ihr liebe Leute. Und ich habe hier nur noch diese Episode von heute regulär. Und die Episode übermorgen wird nicht erscheinen, weil das Samstag ist. Will ich gleich mal sagen, ich bin von Freitag, von morgen im Prinzip. Die Episode von The Walking Dead kommt noch raus. Oh, 2 Paladine. Aber die Freitagsepisode wird noch morgens veröffentlicht. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Trotz allem, die Samstagsepisode wäre ja eigentlich die nächste Hearthstone-Episode gewesen. Aber die wird nicht erscheinen, weil ich übers Wochenende auf der graue Vorkon bin. Der ist so scheiße. Jedes Mal, wenn die obersten 3 Karten eures Decks... entfernt jedes Mal die obersten 3 Karten eures Decks, während euer Gegner eine Karte ausspielt. Der ist so richtig ranzig, der Teufelshäscher. Der geht nur, indem man stumm schaltet. Dann ist ein guter Diener. Naja, wie gesagt, auf jeden Fall ist die Episode heute noch regelmäßig und die Episode übermorgen wird nicht erscheinen und die am Sonntag wird, die wird dann erscheinen, weil ich sonntags wieder heimkomme. Da wird dann aber The Walking Dead wieder rauskommen. Dann werde ich am Montag nochmal Hearthstone rausbringen und werde einfach die Zeit nochmal nutzen, um Days Gone aufzunehmen. Und dann erscheint lass mich nachrechnen, am Mittwoch erscheint dann eigentlich dann erst Days Gone. So viel Dode zur Zeitplanung, wenn ich den Kalender gerade richtig im Kopf habe. Fröhliches Nobelgartenfest. Ich werde es aber auch nochmal erwähnen bei The Walking Dead. Also wie gesagt, ich muss das gerade nochmal für mich rekapitulieren, ob ich das richtig erfasst habe. Heute, wenn die Episode erscheint, ist Donnerstag. Dann ist der nächste Tag der Freitag. Das ist The Walking Dead. Am Freitag mache ich mich allerdings auf den Weg auf die graue Vorkorn zum Lab. Dann ist es Samstag nix, wo eigentlich Hearthstone erscheinen sollte. Sonntag bin ich wieder zurück. Da erscheint The Walking Dead wieder regelmäßig. Montags kommt Hearthstone als Puffer raus. Okay. Da war jetzt anscheinend bei mir die Internetverbindung gewackelt. Ja, wie gesagt, montags kommt Hearthstone als Puffer nochmal raus. Und Dienstag The Walking Dead. Und Mittwoch dann Days Gone. Genau, so läuft das ab. Deswegen, damit ich bei der Verabschiedung das auch nochmal richtig drauf habe, wir sehen uns übermorgen wieder.
Okay, wir sind bei knapp 15 Minuten. Na dann, tja, so und so. Zum Dienst. Hier scheint bei unserem Gegner gerade die Internetverbindung noch beschissener zu sein als mal irgendwie. Das ist, glaube ich, die Goblins gegen Gnome Arena. Das war die allererste Erweiterung, die es für Hearthstone als Booster Packs gab. So. Zack. Zack und zack. Ich warte nur drauf, dass es heißt, euer Gegner ist nicht mehr da. Gut, wenn es jetzt unseren Bumbot auch erwischt, also wenn das jetzt hier auf der Bumbot geht und Donum auf der Bumbot, haben wir Glück. Was war der nochmal? Das war der mit dem legendären Gedöns. Kabums. Und trifft unseren gegnerischer Held. Sehr schön. So. Gut, wir strengen uns auch so viel Schaden wie möglich zu machen. Was war mit dem? Hält jedes Mal Gottesschild, wenn ihr einen Charakter heilt? Na, dafür müsste ich erstmal heilen. Aber das sieht ganz cool aus hier, der Glasritter. Wobei ich bei so einer Erscheinung mit mehr Angriff und mit mehr Lebe gerechnet hätte. Na gut. Kabums. Ich bin wieder dran. Der dürfte mittlerweile, ja. Der ist auch bald soweit. So. Ja, in der nächsten Runde verfällt die Karte, die er zieht, weil er schon 10 auf der Hand hat. Kampfschrei. Entdeckt einen Zauber und halt euren Helden um dessen Kosten. Ja. Mhm. Na gut. Kabums. Rotz. Befügt allen Diener mit Todesröchen 2 Schaden zu. Ja gut. Echt was? Magnetisch. Machen wir. So ist die Geschichte auch relativ schnell erledigt. Ich habe wieder Platz auf meinem Schlachtfeld. Und ja, jetzt zerfallen sei Karte schon. Das wird wohl nichts gewesen sein. Schade drum. Tut mal ein bisschen leid, der arme Gegner. Und gnädigerweise wird er auch nicht vom Spiel rausgeschmissen, sondern bleibt bis zum bitteren Ende. Und wenn er sich wieder einloggt, ist dann euer Gegner, ihr habt eure letzte Partie im gewerteten Modus oder was, oder beim Kartenchaos verloren. Na gut. Tut mir leid. Aber wir haben unseren ersten Sieg als Paladin. Wenn möglich, werde ich das ganz gerne auch heute noch beenden. Wir haben noch knapp 10 Minuten in etwa zur Verfügung. Dann sind wir zwischen 25 und 30 Minuten. Das heißt, wenn jetzt auch ein gutes Match kommt mit einem würdigen Gegner, dann könnte man das möglicherweise auch noch hinkriegen. So, da hätten wir das nämlich zumindest mal vor dem großen Break am Wochenende. Uta gegen Garrosh. Genau. Sieg oder Tod. Ach gut. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Okay, die sind mal alle ein bisschen zu groß. Kristallologie ist eigentlich ziemlich cool. Mhm, das sieht doch alles ziemlich gut aus gerade. Gottesschild, Sport und Lebensentzug. Brandbart, Loderlunte. Hey, ich habe eure Häschen gegen Bömmchen ausgetauscht. Gern geschehen. Danke, freundlicher Ihrer. Fröhliches Nobelgartenfest, Kercher. Jo, magnetisch. Machen wir doch glatt. Konvertiere gespeicherte Energie. So. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Hauen wir uns den Kasper nämlich gleich mal im nächsten Zug. Ansturm hat er nicht, nee. Aber Spott hat er. Zieht einen Diener mit einem Angriff aus eurem Deck. Pflichtverteidiger. Okay, na gut. Dann holen wir dich mal her. Wobei. Ja, das können wir eigentlich auch machen. Zip. Ja, auch nicht schlecht. Oh. Sehr schön. War das ein Diener? 2 Diener. Ah, 2 Diener mit einem Angriff. Okay. Jo. Okay. Dann powern wir den Knabe ein bisschen auf. Rusen hier rein.
Und dann schauen wir, dass wir so schnell wie möglich hier zu Erfolg kommen, ne? Bemannte Höllenmaschine. Todesröcheln ruft aus eurer Hand einen zufälligen Diener herbei, der maximal 2 kostet. Hämmerleider Kenner. Weiß aber mein Gegner nicht. The eyes to see you. Was jetzt? Okay, du mächtiger Krieger. Stillgelegter Dampfbot. Oh. So, zieht jedes Mal eine Karte, wenn dieser Diener angreift. Okay. Da holen wir uns doch den Kaspar gerade zu. Oder holen wir uns The Legendary, holen wir uns. Weil sobald einer von deinen Bumbots möglicherweise ihn erwischt, haben wir eigentlich Glück. Da kommt nämlich mein Diener, mein Legendärer. Rausgewichtelt, irgendwie. Schauen wir mal. Ach ja, Pandaria Arena ist auch sehr schick. Oh, okay. Sicherheitsbeschränkungen deaktiviert. Sehr geil. Ernteautomatik aktiv. Den finde ich hervorragend. Der macht nämlich auch benachbarte Diener Schade. Okay, jetzt will er den kaputt machen, irgendwie, wenn möglich. Okay. Das hat ziemlich Reikauer. Das war ziemlich fies die Runde. Gut, er rüstet sich auf. Macht nix. Ich persönlich hole mal hier den hier. Turbogang eingelegt. Und dann wird es in der nächsten Runde gegen irgendeinen beliebigen Mech ausgetauscht. Da schauen wir mal, was da rauskommt. Die Mühle muss schneller laufen. Gut gespielt. Gleichfalls. Gut gespielt. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was der aufwartet. Okay. Ach gut. Definitiv nicht schlecht. Was kommt jetzt? Okay. Das war... Oh ja, sehr gut. Das war die 5 Schade mal gespart. Das ist gar nicht mal so scheiße. So. Wir rufen ihn. Ne, wir rufen... Was rufen wir dann? Wie machen wir das jetzt? Das ist ein Mac, ne? Wir machen den platt. Wir holen ihn hier. Und attackieren ihn. Und holen nochmal so einen. Melde mich zum Dienst. So. Gut, der wird jetzt wahrscheinlich hier auf mein Feinschnitter 4000 losgehen mit seinen Bumbots. Du könntest drauf wetten. Mit viel Glück erwischt's ihn hier. Und dann habe ich mein Legendary. So, schauen wir doch mal, was da draus wird. Also an seiner Stelle werde ich auf jeden Fall meinen Schnitter angreifen. Diesel weg. Karottkult, da ist von allem was da. So. Ich mag solche Pavillons, sag ich, Lampions eigentlich auch total gern. Aua. Okay. Und jetzt bitte auf ihn hier. Na, schade. Na gut. Deckt eine Waffe aus eurem Deck auf, fügt allen Dienern ihren Schaden zu. Hot Kenny. Haha, sehr gut. Okay, dann er hier. Er hier. Und wir ziehen jedes Mal eine Karte, wenn er angreift. So, gar nicht mal so scheiße. Das ist auch ein Mech, naja. Aber wir haben derzeit keiner, der maximal 2 kostet auf unserer Hand. Deswegen lassen wir das erstmal gut sein. Okay, der will auch legendär haben. Und rüstet weiter auf. Aller hopp. Dann der hier nochmal. Vorbei. Ne, der hat einfach nur Gottesschild. Dann holen wir auch noch mit dazu. Drauf. Volva Feuerblut, der nächste Lichtkönig wird, ne? Gottesschild erhält plus 2 Angriff, nachdem ein befreundeter den Gottesschild verloren hat. Der ist gut. Dieses letzte Opfer ist das meinige. Dann holen wir uns auf jeden Fall. Erhält plus 2 Angriff, nachdem ein befreundeter Diener Gottesschild verloren hat. Ist ziemlich geil. Und da haben wir auch noch ein Gottesschild und da haben wir noch einer mit Gottesschild. Boah, Alter. Düsteres Schicksal.
Ja, da kriegt er jetzt auch nochmal. Düsteres Schicksal. Zwillingszauber verleiht einem befreundeten Diener Lebensentzug. Das ist cool. Riecht's hier nicht angebrannt? Auf den hier. Und auf den hier. Zack. Waffensysteme aktiviert. Wir heilen uns wieder hoch. Ihr werdet für eure Verbrechen bezahlen. Sehr schön. Und noch so einer. Melde mich zum Dienst. Okay. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus für uns. So. Weil der ist definitiv auch ganz gut. Wurzeln krallen, Ha. Äste wachsen. Okay, gib wieder 2 Angriff für ihn hier. Ein düsteres Schicksal. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Okay. Die ultimative Herausforderung. Verleiht euren allen Dienern auf eure Hand. +2/+2. Das ist leider schade. Okay, jedes Mal, wenn ihr einen Mech herbeiruft, Verstärkung angefordert. holen wir. So, dann machen wir Folgendes. Wir machen hier den Angriff, damit wir einen Legendary kriegen. Okay. Das ist kein gültiges Ziel. Schade. Das geht leider nicht. Dann erledigen wir so einer. Dann, den lassen wir heil, sonst haut es mir mein ganzes Schlachtfeld um die Ohren. In den Kampf. Und drauf. Ihr werdet für eure Verbrechen bezahlen. So, da können wir sowieso nichts mehr machen. Gut, muss im Prinzip jetzt nur noch 3 Schade machen, dann ist der platt. Wenn er sich nochmal hochpusht mit Rüstung, muss ich 5 Schade machen. Wenn nicht, erhaltet 10 Rüstung. Und was war das? Verringert die Kosten der Diener in der Hand des Gegners um 2. Okay. Gut, das ist seine ultimative Verrüstung nochmal, dass er sich irgendwie einbunkern kann, der Kerl. Okay. Das endet gerade hässlich für uns. Okay. Gut. Gar nicht mal so beschisse gespielt. Wir machen jetzt Folgendes. Und was macht der dann hier? Fügt dem feindlichen Helden 2 Schaden zu. Das ist egal. Wir machen den weg. Hauen 5 Schade raus. Genau. Dann zerren wir hier. Desto. Holen uns den hier. Und den hier. Befehl erhalten. Ja. Okay, ich denke, ich bin in der Oberhand. Badabadam, badabam. Seht das Heer Sturm. Das kann nochmal das Blatt wenden für ihn. Hat's aber leider nicht für ihn. Beryllium-Nullifizierer. Kann nicht als Ziel von Zaubern oder Heldenfähigkeit gewählt werden. Okay, ich denke, das habe ich gewonnen. Sehr gut für uns, damit ich hier die Quest immer sauber abschließen konnte für heute. Gut. Gut gespielt. Der ist ziemlich geil. Ich rate euch, eure Schulden zu bezahlen. So. Wir beenden das. Befehl erhalten. Und tschüss. It was nice to meet you. Dankeschön. Sieg des Paladins und die Schattenverschwörung und nochmal Hexenwald und nochmal Dr. Bumm und nochmal Rastakans Rambazamba. Ich würde sagen, das war doch optimal, ihr liebe Leute.
Wir sehen uns allerdings nicht übermorgen wieder zu Let's Play Hearthstone auf Pelzig, wie ich schon vorhin gesagt habe, sondern wir sehen uns erst am Montag wieder zu Let's Play Hearthstone auf Pelzig. Das wird auch die letzte Episode sein. Dann können wir gleich mal 5 Kartenpackungen öffnen. Also machen's gut und bis am Montag dann wieder. Iron Yankee.